Aroma, da wird gerne mit Poro getrunken, der kommt. Frescos Sombrero. Tequila. Ich glaube, das erste Mal, dass wir heute Tequila hier so drin haben. Also, doch, einmal hatten wir schon an die Lager mit Tequila rauschen machen heute. Wir haben heute gelernt, es gibt 40 Gin-Sorten in Deutschland, Ulf. Jetzt machen wir natürlich mehr. Ja, aber eigentlich in Deutschland. Wie sieht das mit Tequila aus? Auch da, gab es auch schon mal vor 10, 15 Jahren, auch, da gibt es auch nicht nur die Tequila Gold oder Silber und dann gab es Añejo. Also es gibt, sag mal, auch da in der viele Firmen eingestanden, da wir befasst haben, die dann auch Tequila eingeführt haben hier nach Deutschland. Also da gibt es Matthias, der Madre, war da auch mit Firmen hier in Deutschland und viele Gin-Sorten reingebracht und Tequila-Sorten. Es gibt goldenen Tequila und silbernen. Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, da ist gar kein Unterschied. Ist das richtig? Ja. Okay. Es wird dem Laien immer versucht, viel zu verkaufen. Wahrscheinlich geht es auch nur um den Verkauf der Stelle, aber man weiß ja gar nicht so richtig. Gut, das ist egal. Ich habe mal auch die Geschichten mit Orange und Zitrone, der mexikanischen Grabung. Wollte ich schon sagen, der Mexikaner kriegt das ja mit der Wette. Aber generell ist es richtig, wie es hier in den Bar durchgeführt wird. Kann man aber machen. Das ist König, er kann das gerne machen, wie er das möchte. Weil auch wirklich gut gelagert ist, die einfach den Geschmack von der Zitrone und Salz nicht, dass man wirklich tragen kommen würde, wenn ich das jetzt mit Zitrone und Salz und so ich möchte ja den eigentlichen Tequila trinken. Ja, wieder angeregte Ruhe und Spannung hier. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich war mal in Stuttgart bei einer Messe für die Meisterschaft. Genau. Aber auch gute Heiterkeit. Aber Musik und Party bekommt es ja auch nicht so günstig, weil die Kandidaten konzentrieren können, richtig. Unterschiedlich. Also ich war auch in der Gastwelt, weil dort mal die DBU Baden-Württemberg halt ihre Meisterschaft gemacht. Da gibt es natürlich auch die Showpartner, die dann kannst du auf den Platz machen und in den Welten. Da ist natürlich auch Party angebracht. Man muss aber unterscheiden zwischen dem Showbarkeeping und dem rein technischen Sauerstoff. Das sind zwei Wettbewerbe im Prinzip. Also der Deutsche Meisterschaft ist einmal der Klassikwettbewerb und der Flair-Wettbewerb. Und darüber kann man sich dann auch mit dem Flair als Showbarkeeper bewerben. Aber auch da geht es halt nach dem was für Figuren ab, was kann ich für Flaschen schmeißen, welche Figuren. Und danach kann ich auch das Ding der Ergebnisse bewerben. Liegt, denke ich mal, mit Zeit. So, das heißt, mein Felix sieht schon gut aus. Und wir haben auch genügend Zeit. Ja. Da warst du halt 4,5 Minuten. An der Agentur sehe ich auch, dass es beim Felix dann relativ schnell geht, weil er das klassisch auf so einen Spieß oder so einen Stirrer aufgezogen. Und dann braucht man das nicht, die Konzentrationsfläche, Glas, das ist man einen Steckstuhl rein und dann ein bisschen Agentur gegeben. So, das kann man aber kaum ein Blitzlicht gegeben.
So, jetzt noch die Garniturplatzierung. Das ist übrigens heute der erste Fleischdeko. Ja? Petersilie und Minze und Rosmarin. Und jetzt gibt es Parmaschinken, also den kleinen, das